Kaum ein europäisches Land hat ein so prachtvolles Parlament in romantischer Lage direkt an der Donau. Doch Ungarn gilt inzwischen als Schmuddelkind Europas, vor allem wegen seines umstrittenen Regierungschefs Viktor Orbán. Er steht für einen autoritären Politikstil, für die Beschneidung von Pressefreiheit und Bürgerrechten und für die Aushebelung von demokratischen Kontrollmechanismen. Der Wahlkampf für die Parlamentswahl am 8. April läuft auf Hochtouren. Doch die Opposition ist zersplittert und die Fidesz-Partei von Viktor Orbán dominiert die Medien und die öffentliche Meinung. Oppositionskandidaten wie Erzsébet Nemet von der linken Demokratischen Koalition kämpfen eher auf verlorenem Posten. Es gibt viele Einschüchterungsversuche. Die Wähler fragen mich schon, ob sie am Wahltag einen eigenen Kugelschreiber mitbringen sollen, weil sie befürchten, dass Fidesz in den Wahllokalen Kugelschreiber auslegt, deren Tinte nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Um der übermächtigen Fidesz-Partei nicht völlig das Feld zu überlassen, strebt man in ca. 25 der 106 Wahlkreise eine Allianz an. Nur der aussichtsreichste Oppositionskandidat soll antreten, alle anderen Parteien auf eigene Kandidaten verzichten. Vorbild die südungarische Kleinstadt Hódmezővásárhely. Bei einer Nachwahl für das Bürgermeisteramt siegte der unabhängige Péter Márki-Zay völlig überraschend gegen den Kandidaten der übermächtigen Orbán-Partei. Plötzlich gab es die Hoffnung, dass Orbán und seine Fidesz-Partei besiegbar sind, und das hat die Wähler mobilisiert. Deshalb haben sie in viel größerer Zahl als je zuvor teilgenommen. Das gab dann den Ausschlag. Ein überparteilicher Kandidat pro Wahlkreis, sogar die rechtsextreme Jobbik-Partei, immerhin in den Umfragen zweitstärkste Kraft, will mitmachen. Doch Kandidaten, die freiwillig zurückziehen, bekommen keine Wahlkampfkostenerstattung. Das wollen viele dann doch nicht auf sich nehmen. So wird am Ende wohl wieder die allmächtige Fidesz-Partei siegen, auch weil Orbán das Wahlsystem so umgebaut hat, dass die stimmenstärkste Partei zusätzliche Mandate geschenkt bekommt. Trotz aller Allianzen zweifelt kaum jemand daran, dass Fidesz landesweit die meisten Stimmen erhält. Denn Viktor Orbán setzt in seinem Wahlkampf vor allem auf die Angst vor Flüchtlingen. Europa droht eine Invasion. Wenn wir es zulassen, werden weitere 10 Millionen Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa und Ungarn kommen. Und Westeuropa schaut bei all dem nur hilflos zu. Orbán stellt diese Bedrohung von außen in den Mittelpunkt seiner Wahlkampagne. Denn nichts bewegt die Menschen in Ungarn so sehr wie die Furcht vor Migranten. Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 war Ungarn das erste Land, das einen Sperrzaun baute. Damals lagerten hier vor dem Ostbahnhof in Budapest über 10.000 Flüchtlinge. Nur ein paar tausend davon hat Ungarn wirklich aufgenommen. Dennoch ist die Angst vor einer Islamisierung und vor Flüchtlingen in keinem EU-Land größer als in Ungarn. Der Zaun, er wirkt politisch bis heute nach. Attention, attention. I'm warning you that you're at the Hungarian border. Die Dauerbeschallung entlang der ungarisch-serbischen Grenze ist nicht zu überhören. Eindringlich warnt eine Stimme in mehreren Sprachen vor dem illegalen Überqueren dieser EU-Außengrenze und den damit verbundenen strafrechtlichen Konsequenzen. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, Asylanträge an der nahegelegenen Transitzone Röszke einzureichen. Die akustische Warnung bekommt ihre optische Entsprechung. Nur wenige Meter hinter dem bestehenden Grenzzaun entsteht entlang des gesamten 175 Kilometer langen Grenzabschnitts zu Serbien eine zweite massive Barriere, bestückt mit zusätzlichen Alarmsystemen wie Überwachungs- und Wärmebildkameras. Aus der Sicht der ungarischen Regierung eine zusätzlich notwendige Maßnahme, um andauernde Verletzungen der EU-Außengrenze durch illegale Einwanderung zu unterbinden. Der Grund ist, dass der Ansturm auf die Grenze nach wie vor anhält. Migranten versuchen, den Zaun und die befestigten Grenzabschnitte illegal zu überwinden, viele Dutzend pro Tag, viele hundert pro Woche. Auch wenn dieser Ansturm nicht mehr so sichtbar und spektakulär ist wie noch vor 1,5 Jahren, er hält an.
Unabhängig davon, ob die zusätzlichen ungarischen Grenzschutzmaßnahmen bereits abschreckende Wirkung zeigen oder nicht, das ehemals viele hundert Menschen umfassende Zeltlager an der Transitzone bei Röszke ist erheblich geschrumpft. Heute warten hier vorwiegend diejenigen, die sich berechtigte Hoffnung auf offizielle Anerkennung ihres Asylstatus durch die ungarischen Behörden machen. 23 Leute sind hier, sagt dieser afghanische Flüchtling. Die Situation ist aber dennoch schrecklich. Es gibt keine Elektrizität und manchmal auch kein Wasser. Wenigstens gibt es auch hier inzwischen koordinierte, unterstützende Maßnahmen von serbischen und ungarischen Hilfsorganisationen, um eine Art Notversorgung der manchmal wochenlang Wartenden zu gewährleisten. Das größte Problem in der Außensicht aber ist die eingeschränkte Medien- und Pressefreiheit. Unter Journalisten herrscht inzwischen ein Klima der Angst, den Job zu verlieren, so wie viele davor. Missliebige Sender oder Zeitungsverlage wie Népszabadság werden einfach aufgekauft und in Konkurs geschickt. Die Radio- und Fernsehstationen werden zentral von einer Nachrichtenagentur mit Informationen versorgt. Die Pressefreiheit wurde so seit 2010 Stück für Stück beschnitten. Die größte Zeitung des Landes ohne Begründung einfach zu schließen, das hielt der ehemalige stellvertretende Chefredakteur von Népszabadság eigentlich für unmöglich. Wir wurden nie wieder in unsere Redaktionsräume gelassen. Es wurde uns untersagt, unsere Kontakte wieder zu öffnen, unsere Mails wieder zu öffnen. Also es war Ohnmacht, aber auch gleiche Wut. Am 8. Oktober 2016 wurde Népszabadság, übersetzt Volksfreiheit, eingestellt. Ein Vertrauter von Viktor Orbán hatte die regierungskritische Tageszeitung über einen österreichischen Strohmann gekauft und für unwirtschaftlich erklärt. Zwar demonstrierten tausende Leser, doch die Regierung Orbán saß die Proteste wie so oft einfach aus. Orbán lernt, dass ihm keine Konsequenzen drohen und deswegen schreitet er immer weiter voran. Politologen wie Daniel Mikec sehen das Land bereits als negativen Spitzenreiter in der EU. Ein Großteil, eine Mehrheit der Presse ist gesteuert schon. Staatliche Sender zum Beispiel und eine Meter von privaten Presseorganen auch. Und es gibt eine Nischöffentlichkeit in Ungarn, die ist noch frei. Aus Sicht der ungarischen Regierung ist die Beschneidung der Pressefreiheit ein durchaus legitimes Mittel, um die eigene Macht zu sichern. Diejenigen, die behaupten, in Ungarn könnte man keine regierungskritischen Inhalte, keine regierungskritischen Nachrichten sehen, hören und lesen, sie liegen völlig falsch. Doch diese Inhalte gibt es fast nur noch im Internet. Bereits 2010 verabschiedete das Parlament mit Fidesz-Mehrheit ein Gesetz, das die Neubesetzung der Chefposten aller wichtigen nationalen Medien ermöglichte. Zahllose Redakteure wurden entlassen und blockierten monatelang den Eingang zum Fernsehen, erfolglos. Nur einmal musste Orbán nachgeben. 2014 wollte er den Zugang zum Internet beschränken über eine Internetsteuer. Doch die Proteste Hunderttausender verhinderten das. Wer seinen Beruf ernst nimmt, muss langsam nachdenken, den Beruf zu verlassen, weil die Gegebenheiten nicht mehr da sind, um tatsächlich frei berichten zu können. Bis heute demonstrieren ehemalige Redakteure vor dem Fernsehen in Budapest. Und so heruntergekommen wie ihren Wohnwagen, so sehen derzeit viele den Zustand der Pressefreiheit in Ungarn. Auch wir als ausländische Berichterstatter spüren die Gängelung der Medien in Ungarn. Wir werden nicht mehr eingeladen zu Regierungstreffen oder Veranstaltungen der Fidesz-Partei. Anfragen für Interviews oder Akkreditierungen werden ohne Grund abgelehnt. Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei kontrollieren so die öffentliche und die veröffentlichte Meinung.